ist so, der Kevin spricht leider kein Deutsch. Also mache ich jetzt so als Übersetzer. Deswegen, wenn ihr jetzt Fragen habt, wir machen ein Fragen- und Antwort-Seminar, dann denke ich mir, dass wir ein Mikrofon, do we have a microphone for the audience? Dann denke ich, dass wir ein Mikrofon haben, damit das dann jeder die Frage dann durchs Mikrofon auch stellen kann. Ne? Hello, Germany. So, thanks, Vince. Thank you. Thanks to everyone for coming also. So, I guess we're going to open this up for a few questions. Quick seminar. Ich sage immer bei Seminaren, es ist meistens so, dass viele Leute kommen und viele Leute sich im Endeffekt dann nicht trauen, die Fragen zu fragen, die sie gerne hören möchten. Deswegen macht euch keine Gedanken, es gibt keine doofen Fragen. Wer nicht fragt, der weiß es auch nicht, also lasst es raus. Wir haben ein Mikrofon hier, Augenblick. Actually, Dennis, I'm gonna ask Dennis a quick question. You don't mind, please. Mama, the mama. You don't mind if I ask you a question, right? No. You're looking pretty swole, man. Right? I mean, you look big, bro. You planning on coming back or something? No, coming back for me, no. Don't even worry about that. No. Done. Done. Completely done. I heard a rumor that Flex Will was thinking about coming back. Did you hear that? No. You didn't hear that? No. No? Okay. All right. All right, guys. Any questions? Deswegen, who will you have du bringst jetzt die Frage. Gut. Gab es einen bestimmten Auslöser, weshalb er seinen Comeback-Gang gestartet hat? Also ist irgendwas vorgefallen, dass er gesagt hat, Mensch, jetzt muss ich es nochmal wissen wollen? Das nochmal bitte lauter. Ob es einen bestimmten Auslöser gab, weshalb er dann sich entschlossen hat, das Comeback zu machen? He said, what was the reason for you to come back? My fans, man. Really, the fans have been asking me to compete. So I did it for the fans. 100%. Also der Kevin sagt, es war eindeutig nur wegen den Fans. Er hat viele Mails und alles gekriegt von den Fans, die gefragt haben, ob er nicht nochmal zurückkommen würde. Also er hat es nur für die Fans gemacht, für euch also. Yeah. Always. Go ahead, my man back here has a question. Bitte, okay. Bitte nicht mal aufstehen, der eine Frage hat. Were you happy with your comeback? I was happy, but I wasn't satisfied, you know. I was going through a lot preparing for that comeback, but I was happy. I was happy because of all the support that I got from all my fans and from the industry, and I was happy to have that opportunity. Also er war glücklich, er war zwar nicht ganz zufrieden, denn es lief nicht alles so wie geplant, aber er war glücklich, er hat es nicht bereut und er hat so viel Support von den Fans bekommen, von der Industrie, von den Leuten, von den Offiziellen und dafür ist er also wirklich, kann ich sagen, ist er happy. Any more questions? I know you guys have a man right here. So what do you guys think about prejudging? Good, right? Yeah. Meine Frage bezieht sich einfach auf die beiden Wettkampf-Saisonzeiten, die Kevin so gemacht hat. Kevin hat in den 90ern mit den ganzen... Augenblick, bitte ein bisschen lauter. Ich weiß, dass ihr hört, die Lautsprecher gehen nach vorne. Für mich ist es sehr schwer hier, ein bisschen lauter. Kevin ist in den 90ern mit den ganzen Legenden auf einer Bühne gestanden, wo man heute sagt, das sind diese klassischen ganz harten Massebomber, Nasser El Sonbati oder neben Sean Ray. Und wie sieht er diese Entwicklung, wenn er sagt, damals die Bodybuilder in den 90ern
Anfang und die Bodybuilder, die wir heute haben, Mitte der 2000er Jahre. Wo sagt er, welche Bodybuilding-Gruppe hat ihm besser gefallen? You know, we've always heard that, you know, the 90s were a special part of bodybuilding. I had the experience to also be backstage with the athletes today. I believe that the athletes of today, that these guys, they certainly have more muscle. You know, they're bigger than when I used to compete. But the one thing that they are lacking is the conditioning. The rips, the cuts, the shreds, and the conditioning. We don't see that today. You know, that's the difference. Also er sagt auf jeden Fall, dass in den 90ern, seine Ära, wo der Standard und die Kondition von den Jungs hatte, war schon einiges härter wie heutzutage. Heute siehst du es nicht mehr so. Die sind zwar heute im Durchschnitt einiges massiver, aber von der Kondition her, von der Qualität der Muskeln ist es nicht mehr so, wie es damals war, so sieht er das. I mean, I just believe that, you know, when we would compete back in the day, you would have not only one guy come out and be cut, you know, but you would have, you know, 5 guys, you know, if there's 15 guys in the show, you know, the consistency of the top 5 guys were a lot more consistent as far as being conditioned. Er sagt, es war jetzt nicht nur eine einzelne Person, die damals in Form war. Damals war es eigentlich ganz normal, dass also die Top 5 alle in Superform waren damals und immer konsistent auch die Form gebracht haben. Und nicht so jetzt wie eigentlich heute, wo einer mal gut ist, heute und das nächste Mal nicht so gut. Damals waren sie schon mehr konsistent und alle eigentlich in Form. Meine Meinung bin ich natürlich auch. Yeah, I mean, you know, Dennis and I competed, you know, so he's from the era where we came from, you know, same thing. We're going to turn and bring her on. Sorry, it's Sean Ray. Sean Ray's call. How about that? Sean Ray wants to know who's going to win prejudging. Anyway, yeah, that's the difference, you know. But the guys today, they're carrying, I believe they carry more muscle. You know, certainly. Because the average competitor, you know, back when we would compete, it was pretty hard to walk out on stage and compete at 240. You know, Lee Haney was, I think, one of the first ones that actually, Mr. Olympia, you know, 243. So, and, you know, nowadays you have guys, the average guy is in his 240s or 250s, you know. Also er sagt jetzt zum Beispiel damals, im Vergleich zu heute, die Leute sind heute massiver, aber damals war es eigentlich schon, wenn du schwer warst, da hast du 110 Kilo auf der Bühne gehabt. Und es war eigentlich nicht einfach, mit 110 zu kommen. Und heutzutage ist es eigentlich schon so, da fangen wir schon bei 110 auf der Bühne an. Also es ist dann schon, der Gewichtsunterschied ist schon einiges größer. Aber daher hat natürlich auch die Qualität und die Kondition ein wenig darunter gelitten. Excuse me. I speak English, so you don't have to worry about it. We don't accept any English questions. Anyway, after the controversy of the 2014 Olympia with Phil Heath and Kai Green, what's your view on the camaraderie of the competitors backstage now, compared to when you and Dennis competed before? At the press conference this year, I felt like, you know, I think when we were competing, the difference that I kind of felt was we all pretty much got along. You know, Sean Ray, Flex Wheeler, myself, we communicated even when it wasn't a show, you know. So when we got back to the show, when it was time to do a show, we still had we were competitive, but we still got along in the community.
now it's probably these guys that maybe carry a little more animosity when they're on Wayne's show, take things a little more personal, and you know, you don't really see the difference of the unity. You know, the communication barriers, I think, is a lot more distant now than when we were competing. It seems like, you know, each person is pretty much more out for themselves, you know, instead of out to help one another and better the sport, to move the sport along in a positive light. It's kind of like what I feel right now. But all that taken and said, you asked me my opinion about the athletes. You know, I have a different opinion about the sport itself, and that's a very good opinion. I think it's certainly grown. As I look around the audience right now, you know, there's not a lot of hardcore bodybuilders here. When we used to compete, you know, most of the crowd was hardcore bodybuilding. You know, now it's just so mainstream, and it's really, really good. Coming over here at my booth, I have you know, kids that can relate to me. They're 15, 16, 17 years old. You know, they follow me on social media. So I think the sport is certainly elevated to a level to where we're reaching a mainstream audience. You know, and it's really moving in a very positive direction. I think Joe Williams is really, really happy with what Ryland has done in the organization and where we are today. And to answer your question about Kai and Phil, I mean, the sport needs entertainment. You know, the sport needs entertainment, and that's one of the reasons why I decided to take my top off and pose down at the press conference. You know, you guys buy tickets because you want to see a show. You know, you don't necessarily want to see two guys that hate each other going at it. You want to feel that entertainment. You want to feel like you're part of it. So with the whole Kai and Phil thing, when that went down, I thought it really added an element to it. It was really exciting. You know, it got people involved. Do you think it was planned, or do you think it was real emotion? I think it was real emotions. I don't think that was planned at all, because I actually thought that, you know, these guys are going to fight or something. So, but it was under control. I mean, it was controlled. It was good. It was good for the sport. So who would have won the fight? Let me translate this so I don't forget all the things he said, because he said a lot. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer. Die Frage habt ihr ja verstanden. Es war wegen Phil und Kai, was er denkt, was auf der Bühne los war damals, und hat gesagt, es war eigentlich Entertainment. Es kam eigentlich gut rüber fürs Publikum. Er meint auch, das war also nicht gespielt. Es war auf jeden Fall also wirkliche ernste Emotionen, und er hat sogar gedacht, dass die jetzt direkt auf der Bühne vielleicht sogar anfangen, sich richtig zu schlagen. Also das hat schon fast so ausgesehen. Aber im Großen und Ganzen denkt er auch, dass das eigentlich ganz wichtig ist, dass mehr passiert, dass mehr Entertainment und nicht nur das ernste Bodybuilding mit den Posen, denn es gehört alles dazu, es gehört die Schau dazu, und er denkt hier, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Alles andere übersetzt jetzt gar nicht, manchmal wirklich hier noch 5 Minuten rum und labern, und im Endeffekt kommt es gleich dabei raus. That was Robert Chen, guys. This guy right here, the guy that just walked out and did this. Das ist der Mann, der für die Olympia, He's the one, the reason why Mr. Olympia zuständig the ist. Olympic production is so Robert awesome Chen. today. So let's give a round of applause for Robert Chen. Right here, guys. Ohne diesen Mann wäre die Olympia in Las Vegas heute nicht mehr möglich. I've got one more. After all the shows are done, all the results are in, how much do you guys eat? Because we know, looking at you on stage, y'all are hungry and very thirsty. Where do you go? What do you eat? Also er hat jetzt gerade gefragt, wenn die Shows und alles rum ist als Athlet, wo geht man zum als erstes essen, und zum Beispiel was isst man und was geht einem durch den Kopf direkt nach der Show? You know, I can tell you that, you know, for me, it's not like it used to be. I'm not really craving anything after show. I still stayed on my diet, continued to train, and I really watch what I eat, because I don't really want to
get too far out of shape, you know. So for me, and I think a lot of guys probably nowadays we pretty much stay pretty close to you know, to staying in shape, because you have other responsibilities, you have guest posings, you have other commitments where, you know, it requires a lot of traveling, so you do have to stay somewhat in shape. Also der Kevin sagt, er ist zum Beispiel einer von denen, die jetzt nach dem Wettkampf nicht direkt losgehen und alles reinfressen, was reinpasst. Denn es gibt ja auch noch Abmachungen, die man hat, die dann nach den Meisterschaften stattfinden, so wie Gastauftritte oder Expo-Appearances oder die Sachen, was halt als Profi-Bodybuilder dazugehören. Und da gehört auch dazu, dass man in einer angemessenen, dezenten Form auch noch am Stand ist oder auf dem Gastposing. Und als Profi sollte man natürlich auch sich so profihaft verhalten. Es ist heute öfters der Fall, dass die Leute so denken, was ich auch gut finde. Aber jetzt sage ich aber auch noch, was die machen, wenn sie zum Beispiel keine Veranstaltung haben oder Gastauftritte. Die gehen in den McDonald's und fressen sich den Ranzen voll. Dann gehen sie in die Cheesecake Factory und hauen sich da die Rübe voll. Und dann sind sie den nächsten Tag 20 Pfund schwerer und fühlen sich wie Schweine. Ja, so, es gibt solche und solche. Hello. First of all, Kevin, you did a great job. And I would also like to know if you're still doing music with Full Blown. Also er fragt, ob der Kevin immer noch involviert ist in die Musik, weil ihr wisst ja alle, der Kevin ist auch ein Sänger. Und er fragt jetzt gerade, ob er immer noch mit Musik zu tun hat. Yeah, to answer your question, yes. I mean, music is part of, it's a huge part of who I am, my personality. It's one of those things where I have to still be engaged with the music and everything, because, you know, it all goes together. You know, if I take music out, I'm going to be not as happy when I do listen to music. If I stop training and not go to the gym, I'm not going to be as happy as if I go to the gym. So, yeah, it's part of my life. I still enjoy it. Also Musik ist immer noch ein sehr großer Teil seines Lebens und er fühlt sich natürlich auch immer wohl, wenn er Musik macht. Wenn er keine Musik macht, dann merkt er, dass ihm was fehlt und deshalb es gleicht ihn aus und es wird auch immer ein Teil seines Lebens sein. If I may ask another question, after you retired first time, you tried to act in some movies. Did you were successful and do you still act? Also die Frage war jetzt gerade, nachdem er das letzte Mal vor 13 Jahren in Rente gegangen ist, ist er so als Schauspieler hat er es probiert und er fragt jetzt ihn, ob er als Schauspieler Erfolg hatte oder ob es nicht so erfolgreich war. Yeah, I invest in the film industry. I don't really go on auditions or anything like that anymore. I mean, there's certain things in my life that took precedence over that. One is becoming focused 100% on my business now, delivering the Signature Series, which we're in like almost 50 different countries throughout the world. So that keeps me really, really busy. I also have a son who's number one and very important in my life. He's 10 years old. My focus is with him and my family, you know, so hobby is, you know, acting. It's just a hobby. But I'm not, you know, living in California and all of those auditions anymore. But I do think when you set out to do something, if you accomplish it, walking out there, win or lose, whatever, I think I did accomplish something that was, in my eyes, successful, because the film came out and it was in a movie theater. So for me, that was accomplishing one of those goals. Also er sagt jetzt, dass er hat es natürlich angefangen, er hat es probiert, er hat nichts mehr mit der Schauspielerei zu tun, er geht auch auf keine Auditions mehr, um irgendwelche Rollen zu erhalten. Er hat sich jetzt natürlich auf andere Wege, anderes Business fokussiert, ich muss die deutschen Wörter ab und zu suchen, und er ist jetzt mehr an Kevin the Rose Signature Series beteiligt, die jetzt mittlerweile schon über 50 Ländern sind. Dann hat er natürlich noch einen jungen Sohn jetzt, der für ihn die Nummer 1 ist, und seine Familie natürlich. Yeah, thanks for the question. And the last question, this one chance I have. I would like to know which year was the year you liked your
looked the most? Because the last year you competed as an amateur against guys like Paul Di Maio or Flex Wheeler. That was the look that I liked the most, and what is your opinion on that? Also die Frage war, er fragt den Kevin, was er denkt, wann er am besten ausgesehen hat, welches Jahr, weil er selbst denkt, dass er, wo er noch Amateur war und sich mit Leuten wie Paul Di Maio und beides USA-Meisterschaften auf der Bühne stand als Amateur, fand er, sah er am besten aus und er möchte von Kevin wissen, was er denkt, wann er am besten war. Yeah, my year that I really liked the look for me was 2000 Mr. Olympia. I thought that year I hit a peak that I really was happy with. You know, I was competing about in the middle 240s, 240 some pounds. Matter of fact, I was talking to Phil Heath yesterday, and he said at the Olympia it was about high 240s. So I think just gauging where I was 16 years ago, and you know where he's at today. You know, I think where I was really happy with that weight because it was big, hard, ripped, and we was shredded. And standing next to Ronnie Coleman, who was probably about 268, you know, at the time, he was really huge. And I was able to carry my own experience. So for me, 2000 was it. But the most memorable time of being on the Mr. Olympia stage is actually this year. I had more fun this year than any year that I've ever competed, because this year the fans made it well worth it, you know, and I just want to say thanks to you guys. This is the first time I've ever walked out on Mr. Olympia. I didn't take it personal, it was fun, and I really had a really good time. So thanks. Habt ihr die Sache verstanden? Muss ich das übersetzen? You understood that, right? Also für die, die es nicht verstanden haben, er hat gesagt, 2000 denkt er war er am besten, für ihn hat es sich am besten gefallen. Er sagt, er hat sogar jetzt mal vor kurzem mit dem Phil gesprochen. Der Phil hat gesagt, er wäre so in den hohen 240, knapp 250 Pfund, also etwas 113, 114 Kilo gewogen. Und er denkt, er war damals auch mit dem Gewicht und er fand, dass er am besten war. Er sagt, aber seine beste Erinnerung war jetzt dieses Jahr auf der Olympia, wo er den meisten Spaß hat. Er sagt, er hat nie so viel Spaß gehabt auf der Bühne wie dieses Jahr. Also in keiner anderen Meisterschaft hat er sich jemals so gut gefühlt und so viel Spaß gehabt. And I just want to say one more thing, that after the pre-judging, after the seminar is over, my booth is right back here, right in the corner. So I'm giving away free posters, we're giving away free samples, product samples, and also I'm going to be holding a push-up challenge where the winner will receive some free products and everything. So guys, come on by the booth, and I will be more than happy to give you an autograph, a poster, and everything for free, okay? Also ich sage, ja, direkt nach dem Seminar hier hat der Kevin hier vorne seinen Stand und die geben auch Poster für umsonst raus heute, und die haben den kleinen Push-Up-Challenge, wo jemand was gewinnen kann. Und wie er sagte, er freut sich, jeder kann vorbeikommen, es gibt für umsonst ein Poster und vielleicht noch ein paar Produkte für umsonst. Und wie gesagt, nach dem Seminar können wir alle den Kevin da vorne antreffen. Frage? Schön laut, schön laut. Ja. Meine Frage lautet, was eure Meinung ist, dass viele Profi-Bodybuilder, gerade auch in den Top 10 der Mr. Olympia, immer noch mit Geldproblemen zu kämpfen haben. Also dass die finanzielle Situation nicht ganz geregelt ist, zu geringes Preisgeld, was auch immer, kein Sponsoring. Ja, da würde mich mal eure Meinung interessieren. He was wondering why the top 10 guys, or some of the top 10 guys in the Olympic today still have financial issues. What do you think is the reason? Also der Kevin sagt, dass ich schon die Frage beantworte, weil ich wahrscheinlich das stierste bin von allen. Also ich finde, es ist nicht so, dass die jetzt alle kein Geld haben. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo das herkommt.
dass man sagt, die haben kein Geld. Denn die Jungs hier geht's relativ okay. Es ist halt nur so, dass es halt im Vergleich zu anderen Sport jetzt, wie zum Beispiel im Basketball oder im Football, wo es Millionen von Verträgen, Millionen-Dollar-Verträge gibt, ist es im Bodybuilding heute nicht so. Aber ich finde, dass es, wenn man es richtig anstellt, ich meine, du kannst heute einen Footballspieler, der 10 Millionen im Jahr verdient, der ist 5 Jahre pleite, weil er mit Geld macht und dann weiß, wie er damit umgehen muss. Das kann jedem passieren, denn wir sind halt auf einem kleineren Level. Aber ich finde, dass jeder, der es in die Top 10 schafft, dass wenn der genug Arbeitswille hat und auch nicht faul ist und das machen kann, weil im Endeffekt, ich sage immer, wenn Leute fragen, wie kommt man an den Sponsor ran? Ich sage, früher hast du auf den Meisterschaften gewinnen müssen oder du musst einer von den Besten sein, damit die Sponsoren zu dir kommen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Ich sage, heutzutage kannst du mit Social Media so viel erreichen. Die Sponsoren, die gehen nicht mehr zu denen, der gewinnt, die gehen zu denen mit den meisten Followern auf Facebook oder Social Media, auf Instagram oder was immer. Da musst du mit den Fans in Takt bleiben. Und wenn die Fans hinter dir sind, kommen auch die Sponsoren zu dir. Und so kannst du natürlich auch dementsprechend dein Geld verdienen, mit dem du dann auch gut leben kannst. Also wie gesagt, es gibt Leute in den Top 10, die sind Millionär. Ne? Und es gibt Leute in den Top 10, die verdienen genug Geld, aber die haben nichts, weil sie einfach für was auch immer ausgeben. Es gibt in jedem Sport, in jeder Arbeit gibt es Leute, die mit Geld umgehen können und manche können es nicht. Great question. So, ich habe mal eine Frage, wenn es jetzt ums Alter und ums Training geht. Kevin, my question to you is, was your preparation for the 2016 Mr. Olympia? Was there a significant change to your former preparations? Because I was asking about the age, we're all getting older, and your metabolism slows down, and some other stuff. I mean, it's just responding differently. Was there a significant change? Er hat dich gar nicht verstanden, sagt er. Okay. Mal ein bisschen lauter. Ja. Also ich versuche es mal richtig laut. Kevin, my question to you is, was there a significant change in your preparation for the 2016 Mr. Olympia, comparing it to your preparations from your former years? Because we're all getting older and your metabolism slows down, some other stuff happens with your body, so that's my question. Die Frage war jetzt, möchte von Kevin wissen, was der Unterschied war, wie er sich vorbereitet hat im Vergleich zu den früheren Jahren und jetzt 2016, nachdem er ja ein wenig älter ist, wie er damals war. Und jetzt schauen wir mal, was der Kevin dazu sagt. Okay. I had more fun with this preparation than I've ever had with any preparation. Because I had a lot of confidence when I made the decision to move forward and to start training. I wasn't even thinking about my age, you know? So for me, that didn't even come into play. I didn't say or limit myself because of my age, I'm not going to do this, you know? So I took that factor out. And I was able to move forward doing something that I was really comfortable with doing. That's going to the gym, working out and training. It's second nature for me. So the age didn't come into factor. So I was real comfortable with that. I also was thinking about it now, Dennis. When I had the challenges of the pain in my knee, you know, I had those challenges in 2000, right? When I looked my best at the Mr. Olympia. I had quad tendonitis, but I was so big that it didn't matter. This time, I was faced with this challenge when I realized that I had to start squatting again. For me, I enjoy that challenge. I embraced that challenge. I didn't run from it. I didn't hide from it. Matter of fact, I didn't even say anything about it until after the show was over. Because I took that and I used that as something to give me strength. You know, as I went to the gym and I trained, I said, you know what? I'm going to beat this. I'm going to beat this. I'm going to beat this. So that right here, it really raised up my confidence. And then all but knowing that I had maybe a million fans around the world, right? That was behind me, supporting me. You know, when I go to the gym, I'll make a video
making comments, you know, you can do this, you know, forget the haters. I gotta remember all that, Kevin. That's okay, man. Das Aufnahmegerät hier, ich funktioniert jetzt gerade nicht mehr. You gotta let me go. Okay, can I keep going? So, for me, man, this was really, really exciting, you know? And it was the best preparation ever. You know? Now, walking out on stage at the Olympia, knowing in my heart and my soul that I wasn't 100%, okay? I knew this. You guys didn't know what I looked like. Nobody in the world knew what I looked like, but I knew what I was going through. That was the hardest part. When I woke up Friday and I looked in the mirror and I was like, I really have to do this, you know? I couldn't back out because I made a commitment. I made a commitment to my fans. I made a commitment to the sport that I love, the world. People had came to see me. So I had to follow through. So I walked out on stage, but let me tell you what was worth it. Well, it was real worth it when I got a standing ovation, when Dennis was doing his commentary. I could tell that some people felt the pain that I was feeling, you know, because they didn't see the Kevin Levrone that they wanted to see, you know, but the support that I got from the fans, from Dennis, from just the whole industry made it well worth it. So those struggles that I was going through with my knee and I tore my chest, that allowed me to say, hey, you know what, if I can do this and I can make it this far, I can continue to move forward and I can do greater things. You know, so sometimes you see you're faced with adversities in life. Just don't quit. Move forward, because if I had quit and used that excuse to not walk on the Mr. Olympia stage, right? You guys wouldn't even be here right now. I would have not impacted anybody's life. So regardless of whatever I'm going through, regardless of what you're going through, just because you think it might be bad, or you're worried about your own selfish needs and what people think about you, at the end, God has a greater plan. And I can tell you, this Mr. Olympia was the best Mr. Olympia that I've ever done, because I have more fans in the world, I'm more famous now than ever, and I just want to say thank you guys. So whatever you're going through, make the best out of it, because at the end, you're going to change lives, man. So for me, this was great, and thanks for that question. And no matter how old you are, whether you're 40, whether you're 50, whether you're 300 pounds and you used to be in shape, no matter what people say about you, you continue to move forward. You follow through with your dreams, because I always tell you this, you guys are special. There's mental genetics and there's physical genetics. So just do what you got to do, trust and believe in yourself, and trust that God's got a greater plan for you, all right? So stay focused and stay strong, baby. Okay. Ich versuch's, ne? Also, wisst ihr noch, was die Frage war überhaupt? Die Frage war, was der Unterschied war von 2016 zu, jetzt sagen wir mal, den 90ern, spät 90ern. Er sagt, dass er am meisten Spaß hatte 2016 und dass die Vorbereitung für ihn eigentlich eine einfache Vorbereitung war. Er hat zwar ein paar Obstacles in Deutsch, Hindernisse oder was auch immer, ja, gehabt. Er hat Knieprobleme, die er noch von 2000 hatte. Und zwar ist eine Sehnenentzündung. Die hat er natürlich 13 Jahre hat er keine Probleme gehabt, weil er nicht trainiert hat. Das kam wieder, als er angefangen hat zu squatten. Er hat sich auch die Brust gerissen während dieser Vorbereitung. Aber er hat gesagt, wegen den Fans, er muss es durchziehen, er wollte sein Wort halten. Er hat auch keinem was davon erzählt vorher. Er hat es für sich behalten und hat es durchgezogen. Und hat sogar freitags noch in den Spiegel geguckt und hat wahrscheinlich gesehen, dass er nicht so ist, wie er gerne sein wollte. Und hat sich dann angeguckt und gesagt, ich muss da jetzt durch, weil er hat es den Fans versprochen, er hat es den Promotern versprochen und dadurch hat er geht auf die Bühne und zieht es durch. Und das große Ding für ihn war natürlich der Empfang von den Fans, die Standing Ovation, die er auf der Bühne gehabt hat. Das war für ihn eigentlich unvergessbar. Und er sagt auch jetzt, es ist nicht nur wegen ihm, ist egal wie alt du bist oder wie dick du bist, jeder kann es erreichen. Gott hat für jeden einen Plan, hat er natürlich auch erwähnt. Und das
heischt. Ich habe jetzt also die Batterie hier oben ins Heischt gelaufen. Wir gehen jetzt zur nächsten Frage. Hallo? Mich würde mal interessieren, euch beide mal ausgenommen, was sind für euch die 3 besten Bodybuilder aller Zeiten und warum seht ihr das so? He wants to know, from both of us, your top 3 all-time favorite bodybuilders. Lee Haney, have to say Lee Haney. Arnold Schwarzenegger, of course. Can I pick more than 3? I'll say Dorian Yates. Hat er jetzt bestimmt gar nicht sagen, weil er hier ist. Yeah, I'm gonna say Dorian Yates. Because Dorian Yates opened the whole world up. You know, Dorian Yates opened England up. Dorian Yates was like the guy that I wanted to be. So for me, Dorian Yates really raised the bar for me. So he really pushed my career to another level. Okay, are you talking all-time favorite personalities as a bodybuilder or bodies? Was willst du wissen? Wie willst du wissen, die von dem Körper her oder von der Art? Okay, gut, ist ja wurscht. Für mich die Top 3 jetzt aus dem Kopf raus: Lee Haney, Kevin Lerone und Flex Wheeler. Er macht jetzt wieder das Größte. Ich habe ihm damals gesagt, because of you I started training. Ich habe mit ihm angefangen zu trainieren. Ich habe mir die Haare so wachsen lassen wie er. Let my hair grow like you. I got my ass girl. Und für mich war das Geilste, ich verstehe, ihr wisst ja, dass ich in Deutschland groß geworden bin. Ich habe auch damals Mr. Universum in Heidelberg, wollte ich sagen, in London oder in England, habe ich angefangen. Ich bin dann nach Amerika, weil ich wollte dann, mein Traum war ja zur Olympia zu kommen irgendwie, und dann bin ich nach Amerika und habe ganz von unten angefangen auf eine Meisterschaft in San Diego, das war die Border States Classic. Und es war meine erste Meisterschaft in der NPC und das erste Mal in Amerika, und keiner wusste, wer ich bin. Ich habe auch nie was erzählt von einem anderen Verband. Und dann vergesse ich nie, da bin ich auf die Bühne, dann haben die Leute unten gerufen, Kevin Lerone. Da habe ich gewusst, das ist Toses sein, das ist geil. Thank you, Dave. Thank you. See, that's what it's all about. You know, it's about the love and just the support, man. But thank you. You're welcome. Und, wie geht's weiter? Oh, die Dame. Ganz laut sprechen, bitte. I don't have a question. I just wanted to tell you that your words really touched me, and I wanted to tell you you're amazing, and thank you for... Who, me? No, Kevin, I'm sorry. Thank you, baby. Oh, I'm jealous, I'm jealous. Thank you very much. Well, that's just, you know, and this is what it's all about. You know what I mean? Thank you, baby. It's okay. Thank you. Nächste Frage, haben wir noch eine Frage? Thank you. Nicht mehr? Ah, hier kommt jemand. Moonfall bis vor ans Mikrofon und dann raus mit dem Ding aus dem Hals. I have a question. So it took a lot of work to get in that shape. It took a lot of work to get in that shape. You brought to stage in that condition. So do you try to keep it? Because you said you won't do any further competitions. Also er hat jetzt gefragt, er sagte, es ist ein Haufen Arbeit, in so eine Form zu kommen noch, und er möchte jetzt wissen von Kevin, ob er das jetzt beibehält oder ob er jetzt wieder das locker macht und das wieder alles so ein bisschen verschwinden lässt, und jetzt hören wir mal, was er sagt. I'm going to keep going, man.
keep training. I'm going to keep believing in myself. And the Olympia was really a good, humbling experience for me. Alles geben, schlafen, trainieren und sonst nichts außer Essen. Und er möchte nochmal auf die Bühne kommen und möchte euch nochmal den alten Kevin von den 90ern und den 2000 den nochmal auf die Bühne bringen. Da er denkt, ihr habt es alle verdient und er möchte es für die Fans tun, natürlich, die ihn die ganze Zeit so unterstützen. Thanks. You know, and I want to tell you, whatever you're going through, whatever test you're taking, whatever degree you want in life, okay? You don't quit halfway there. You keep going. You keep going, and you pass the test. No matter what, no matter how hard it is, bad times don't last forever. As long as you never quit and you never give up, you'll never lose. As long as you have your health and you have your strength and you have God, right? You can do anything. So just trust and believe in yourself and continue to move forward. You guys give me what I need to move forward. If I was competing and doing this by myself, I probably would quit. But knowing that God has a plan for me, has a plan for you, you guys are in my life more now than when I ever used to compete as a bodybuilder back in the 90s. So you know what? I'm not going to let this go. I'm going to continue to move forward because we're in this thing together. You guys motivate me as well as I motivate you. When I go to the gym, I'm thinking about all these fans that are sending me these great messages, you know? All these fans that are going through same things that I've been through. You know, injuries. You might want to lose weight. You have a weight loss problem. You know, somebody might be making fun of you because you're fat and you want to lose weight. You don't quit because it gets hard. You continue to move forward and you reach your goals no matter what. When you get to your goals, you turn around and you help other people accomplish their goals. So this is what this is all about. So thank you guys. I'm not going to quit on you guys. I'm going to continue to move forward, and I want you to do the same thing for yourselves. Continue to move forward and do not quit and give up on yourself. No matter what you're going through, you are special and you have a story. Just keep going and give it to somebody else and help them, okay? Also, ich mache das ganz kurz. Gebt nicht auf, Gott ist für euch da. Und wie gesagt, also mit dem Support von euch und bla 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 und bla bla bla. Und wie gesagt, es geht nicht auf. Du schaffst es, wenn es alle schaffen, er schafft es auch. Und deshalb sind wir alle zufrieden und gehen jetzt gleich was essen, oder? Take 3 more questions, okay? Yeah, three more questions. Ganz laut. Ja, ich nehme mal als Sache, dass es keine blöden Fragen gibt. Also wollte ich fragen, ob ich, okay, natürlich, ich bin nicht auf dem gleichen Level und ich will auch, mach mal ein bisschen lauter bitte. Ja, also ich will eines Tages ja auch auf die Bühne. Und ich wollte fragen, ob ihr mir die Ehre geben könnt, ein Bild auf der Bühne mit euch zwei als eine Art Poster. Also ich weiß, ich bin nicht auf dem gleichen Level, aber eines Tages bestimmt. Also was du möchtest, ist, du möchtest hier hochkommen, dich ausziehen und ein Foto mit uns machen. Mit euch, auch ausgezogen. Nein. Ja, doch, ja. Ihr habt viel bessere Bilder. Pass mal auf. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe mir vorgenommen, und das habe ich auch gehalten, da kannst du jeden fragen, der das versucht seit 6 Jahren. Ich habe gesagt, wenn ich aufhöre, dann ist es bei mir vorbei. Ich pose nicht mehr, ich ziehe mich nicht mehr aus. Der Kevin natürlich. Da will ich natürlich sogar mithelfen, dass er sich auszieht für euch. Ja, aber dann... Weil der wird auch bezahlt wird. Bitte? Also ich will schon, natürlich mit Kevin, aber beide hat für mich jetzt Jackpot, ne? Also da bin ich jetzt ganz ehrlich zu dir, ich ziehe mich nur noch aus für schöne Mädchen. Ja, dann bringe ich ein schönes Mädchen mit, es gibt genügend Fehler. Ja, also, wenn du jetzt ein schönes Mädchen mitbringst,
sofort einen gefunden. Sie muss aber dann auch ausziehen, ne? Ja, jetzt schon. Einer für alle und alle für einen. Machen Sie mir das servieren, also alles. He said, if we can get him there, he can come up on stage, take his clothes off, and pose down. He's sleeping. He wants to take his clothes off and pose. Komm her, komm, mach dich mal warm, pump dich ein bisschen auf. Hier, komm. Ich habe 2 Mädels, die mitkommen würden, habe ich dann gesagt. Ich habe 2 Mädels, die mitkommen würden, habe ich dann gesagt. Wir müssen aber beide Cheese-Rings hier hoch. He can come up, and I'm going to show you how to do front double pie. So hier besser machen. Wir machen das jetzt so. Du kommst hier hoch und der Kevin teach dir ein wenig Posten, damit du sagen kannst, du hast zum einen der Besten gelernt, wie man im Front Double beisitzt. Und deine 2 Frauen, die kannst du mir jetzt mal so lange hier nach hinten schicken. Wir machen ja ein kürzes Lächeln. So just translate it, right? Because, you know, people one of the questions we always get is how to pose. Wie heißt Tini und Christina? Tini und Christina. Ja. Ist das beide von dir? Ja. Beide solo? Ja? Wie alt? Zu jung. Bist du denn alt? I did it. Don't let the age fool you, baby. Yeah. So, okay, so what we're going to do is I'm going to show you guys the proper way to do some mandatory posing, okay? So we're going to start off with the front double bicep pose. Also der Kevin zeigt ihm jetzt mal, wie man just the way Pflichtposen am besten ausführt. Bleib mal so stehen. Okay, so you see this, okay? This is incorrect. Ist nicht richtig. Ich übersetze nur. Because his biceps are lower than his shoulders. Seine Bizeps sind tiefer wie die Schultern. Yeah. Test. Seht ihr den Unterschied? So was vorher. Vorher, nachher. Alles in einer Minute. Guck mal. Also der Bizeps muss immer über der Schulter stehen. Ja, let's go. Keep going. 2 more seconds. Take a picture. For the crowd. Here you go. So wenn es immer. When you get done, come on over to the booth, and I'll give you a free supplement, okay? Bring deine 2 Freundinnen mal bei mir vorbei am Start noch. Ne? So we have 2 more questions. Noch 2 Fragen noch. Gibt es noch hier jemanden, der was wissen möchte? Vielleicht noch eine Frau, die vielleicht eine Frage hat? I'm gonna pick somebody to ask a question here, lady right there. Okay, wer sagt die Frau hier hoch? The blonde. The blonde? Yeah. Come on, girl. Yeah, question. That's the question. Yes. Come on. She's next for the question. Oops. And my man over here in the white. Right here, my brother. Stand up, brother.
This guy, yeah. Now, the guy behind you. Yeah, you, man. Yeah, that's right. Come on over. Also, der Kevin hat sich jetzt ausgewählt, um eine Frage zu stellen. Yeah. Lass dir auch ganz schnell was einfallen. And then that guy right here, what's his name? Yeah, you, bro. Stand up. Cheeseburger. Yeah. All right. Also. So these are the questions. We got 3 more, and then we're finished. Okay. All right. Ja, dann frage ich einfach mal, ob du verheiratet bist. Who wants to know if you're married? Nur am Dienstags und Donnerstags. Ich sage, gib dir die Antwort am Stand. Die Frage ist, was für ein Wettkampf wird es sein? Wird es nur der Olympia sein oder gibt es noch einen Wettkampf, den er machen wird nächstes Jahr? Für ihn. Ja. Oder für dich? What show are you thinking about now? What's the plan? Are you going to do the Olympia again, or are you thinking about some other show? My doctor's going to release me, and my goal is to do a show 8 months from now. I haven't picked the show out right now. I'm not going to put the horse before the cart. So I'm going to wait until 90% ready. And then I will make that announcement maybe about 30 or 60 days before that show. Also er wollte jetzt, bis er vom Doktor wieder freigeschrieben wird, dass er anfangen kann. Dann will er sich 8 Monate Zeit geben und dann will er sich auch eine Show aussuchen und er sagt, er will das erst dann bekannt geben, wenn er 90% soweit ist, also 30 bis 60 Tage vor dem Wettkampf, wird er dann ansagen, an welchem Wettkampf er teilnimmt. Also ich denke, das ist auf jeden Fall nicht die Olympia. Er muss sich dann erstmal qualifizieren, das heißt, er muss sich irgendeine andere Show aussuchen und dann, wie gesagt, das erfahren wir dann so circa in 8 Monaten. Do you guys want me to compete again? Do you guys want to see me do the Olympia 100%? If I do the Mr. Olympia, how many of you guys are going to watch it on, what is it? Watch it online. Now it's going to be on, it's going to be on TV. Nächstes Jahr wird es übertragen und wie findet ihr das, dass sogar der Rock sich eingeschaltet hat in seiner Produktion und die Olympia wird live übertragen werden. He's gonna come. But I know all you guys will be watching and supporting, right? 100%, right? Also, das war's jetzt leider. Die letzte Frage hier. Eine noch. Ja, also unabhängig. Ich höre dich nicht. Entschuldigung. Also unabhängig von den Perspektiven, die Kevin jetzt hat für den Wettkampf im nächsten Jahr, glaubt er, dass er im nächsten Jahr, wenn die Verletzung mit seinem Bein wieder verheilt ist, wieder die Frage hat er vorhin schon geantwortet. Da hat er schon gesagt, dass er jetzt dann in 8 Monaten ist er wieder so, wie er war in den 90ern und 2000. Das denkt er. Okay. Ob es so wird, das müssen wir dann sehen. Ne? Das kann ich warte selbst. Also er sagt auf jeden Fall, dass er dann wieder in der Form sein will, wie Kevin Rowe, wie wir ihn von damals kennen. One more question. My man right here, yeah. Ich wollte noch fragen, Kevin, wie sieht dein Shirt aus? When are you putting your shirt on? When do you want to take off your shirt? I've always been taking my shirt. Yeah, well, listen. Er sagt, er zieht jedes Mal sein Shirt aus. And that's true. You've been very, very open. Usually he doesn't do it, but he's been taking off his shirt in Spain. He's been taking off his shirt everywhere. But I think he should take his shirt off in Germany also. You can't just be Spain and Prague. He's doing Spain, Prague. Er macht es überall, er muss das hier auch machen, oder? Wie kennt ihr das? You can't do it. Also ich finde eins, wir machen das ganz einfach.
Oh. Sorry, listen, over at the booth. Come over to that booth. Alright? Lasst es euch von ihm weg. Wir machen das ganz anders. Wenn das Schwert nicht auszieht, dann geht keiner an den Stand. Dann kann am Stand so alleine stehen wie noch nie. Was meint ihr? Ist das okay so? This is not me. They say, if you do not take your shirt off, you will be the lonely Joe at your booth. Come on, Kevin. Give him some. I'll take my shirt off if he takes his shirt off. I usually have no problem. This is your day, Kevin. This is your seminar. I'm just a donator. He's bigger than a donator. I'll tell you what, guys. Come over to my booth. Langsam, alright? Habt ihr mich verstanden? And we'll do it. Wenn das jetzt nicht aussieht und ich sehe einen an dem Stand, ich schwör's auch nicht. Ich schwör's auch nicht. Ask him. Yeah. Right over at the booth. My shirt will be out. There you go. Ja, komm, Deutschland, ihr müsst mich ein bisschen unterstützen. Jetzt mal ein ordentliches Pool, wenn es nicht aussieht. Kevin, Dennis, I don't even have a pump. I don't care if you have a pump. Go ahead, save it. Save the day. This is Germany. We don't play. These guys are serious. What do you hear me say? Okay. All right. Die machen und dann kommt das sofort raus. These guys love me. You guys love me, huh? Yeah, they love you. Wow. Can I go to the bathroom first? Seriously, I'll go to the bathroom first. Promise. Don't go alone. Ich mache los, aber so, jetzt kann man schnell tun, einen abmachen, bis er ausgepinkt war. Besser geht's noch ein bisschen für euch. Haben wir noch eine Frage vielleicht? Was denkst du, wäre heute der Stärkste? Von den Jungs auf der Bühne? Ja. Also ich finde, also ich darf also normalerweise jetzt sagen, was ich denke, aber ich denke, dass es ganz knapp wird zwischen drei Leuten. Wer war hier? Habt ihr das gesehen? Pritchard? Habt ihr heute hier? Was denkt ihr, wer am besten angesehen hat? Nächster? Lionel? Nächster? Sean? Einer von denen denke ich auch. Bitte? Was war das? Was ist los, Kevin? So lange ist er noch gar nicht. Dennis? Ja. Noch eine Frage. Du kennst ja viele von den aktiven und älteren Jungs auch noch. Können wir vielleicht noch von anderen im Comeback erwarten? Jay Cutler und solche Leute. Der Kevin hat gerade gesagt, dass der Flex von einem Comeback geredet hat. Sonst hat man nichts gehört? Nein, es ist meistens so, dass selbst wenn es jemand versucht, die werden dann wahrscheinlich erstmal nichts sagen, damit der Druck nicht so da ist von außen. Deswegen frage ich an dich, wenn es einer mitkriegt, dann du. Ja, also ich kann jetzt im Moment wüsste ich jemanden, der ich wüsste es jemand. Drum Roll. Komm mal rufen. Kevin! Hallo? Aha, hallo? Hier, Dennis. Hallo. Hör mal, was ist eigentlich mit den Leuten in Kuwait passiert? Bitte? So im Oxygen Gym. Haben die nicht einfach zu viel Wasser aufgebaut?
irgendwie in einem Jahr so ein bisschen Pralität. Ich meine, Pralität soll ein bisschen gut tun. Was gut tun? Ja, hörst du mich überhaupt? Soll ich ein bisschen näher kommen? Ja, nee, du musst ein bisschen lauter sprechen. Noch lauter? Genau. Ja, pass auf, die Leute in Kuwait, im Oxygen Gym, haben die nicht ein bisschen zu viel Masse aufgebaut in einem Jahr? Wieso? Ich meine, ganz ehrlich zum Beispiel, der Victor Martinez zum Beispiel, der ist jetzt vor 4 Jahren, hatte der ein paar Probleme gehabt und auf einmal kommt er wieder und seine Linie ist total kaputt. Ich meine, genauso wie mit den anderen Jungs, die 150 Kilo wiegen. Ich meine, Qualität und Masse ist ja immer gut, aber irgendwo hört der Spaß ja auf. Manche denken, Masse ist klasse. Aber der Kevin zum Beispiel, ne, der will ja auch zurückkommen, aber mit ein bisschen weniger Masse. Richtig. Aber da stehe ich auch zu einem Zwiespalt. Entweder ich habe Masse oder Klasse. Oder Klasse oder beides. Was meinst du, wer momentan neben Kai Green von der Masse und der Klasse der Beste ist? Und Steve Bentin natürlich. Der Phil. Der Phil? Findest du es gerechtfertigt? Nee, besser gesagt, findest du es richtig, dass der Kai Green sich so ein bisschen raushält aus der ganzen Geschichte? Wie meinst du das, dass er Bayern nicht mitmacht? Ja, genau so. Ich finde das, also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich finde das vom Kai, es ist ein Fehler von ihm selbst, weil ich denke nicht, dass er jetzt die Olympia damit enttäuscht, weil die Olympia ist die Olympia, ob der dabei ist oder nicht. Ich denke, es ist enttäuschend für seine Fans, die von Ausland anreisen, anfliegen, Geld ausgeben und ihn dann nicht auf der Bühne sehen, obwohl er qualifiziert ist und eigentlich dabei sein sollte. Aber es ist seine Entscheidung, er kann sich aussuchen, ob er mitmacht oder nicht. Da kann ihn keiner dazu zwingen. Und denkst du, dass er nächstes Jahr wiederkommt? Keine Ahnung, das weiß keiner. Das weiß nur wahrscheinlich der Kai. Ja, vielen Dank, Dennis. Ne? Mach's gut. Adios. So, jetzt lass uns mal den Kevin rufen, weil es ist jetzt wirklich so weit. Kevin, hast du dich ausgepickelt hier? Da hat, glaube ich, das Klo nicht gefunden. Come on, let's go, bro. Jetzt machen wir mal richtiges deutsches Hallo für Kevin LeBron. I know you don't want me to take your shirt off. I'll take my shirt off. Also hier, 52 Jahre. Auf, jetzt sind wir richtig raus für die Jungen. Dankeschön und ich hoffe, dass wir uns alle sehen heute Abend zum Finale. Wir haben jetzt hier die Bikini-Frauen für die Bikini-Championship. Jetzt sehen wir uns hier ein paar Frauen, schön mit dem Bauch, ein paar schöne runden Püppis. Wir sehen uns heute Abend um 7 zum Finale der Pro-Show und auch zum Gesamtsiegerstechen der Amateure. Bis dann, Servus, Tschüss und sehen euch bei Kevin LeBron am Signature-Stand. Bleibt hier draußen. Holt euch ein kleines Poster, holt euch was ihr wollt, klaut ihn mal
und ganz, ganz bitte. Tschüss.